Und 1 und 2 und 3 und 4 und willkommen zurück hier zum Let's Play von Dragon Ball Z von Goku 2. Ja, heute mal hier zurück in diesem seltsamen Areal, das wir gefunden haben. Natürlich ist eben noch die Hauptmission, die 7 Dragon Balls zu finden, aber natürlich auch noch ein bisschen was zu erkundschaften. Die ganze Welt halt so, was alles offen ist und jo, noch ein bisschen trainieren. Natürlich nicht draufgehen, wäre eine gute Option. Nee, im Gegenteil, draufgehen wäre jetzt sehr, sehr unpraktisch. In diesem Sinne, Son Goku, streng dich an, ja? Ganz relativ spät jetzt erst im Zug hier im Spiel. Aber ja, das heißt nicht umsonst das Erbe von Goku. In diesem Sinne. Noch viel aus, war. Seltsam Ninja-Skin, aber auch viele Erfahrungspunkte, muss man auch sagen. Verpisst euch doch alle, Mann, ich bin ein Super Saiyajin, der hier voll auf die Fresse kriegt. Au, ouch. Auchi. Konbauchi, was? Und, sehr schön. Ja, braucht zwar gar nicht, aber egal. Au. Mann, immer in die Fresse, aua. Gibt's doch wohl nicht. So, ein Fisch! Auch hier geht man die Fische. Ist zwar ein bisschen, naja, ein bisschen random, also Fische farmen geht echt besser da bei den südlichen Inseln. Toll, falscher Knopf, dankeschön. Ja, südlichen Inseln eben, das heißt da ganz im Süden unten, wo man ja auch mit Vegeta und Trunks generell gecatcht hat. Dort geht's um einiges einfacher. So, ist aber egal, wir sind ja noch auf der Suche nach den 7 Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Finde das Geheimnis der Dragon Balls, ja. Als ob es überhaupt noch um die Dragon Balls selbst ginge, geht es mehr oder weniger nur darum, die Welt zu retten, von neuen Bösewichten, immer mehr und mehr Power zu kriegen, irgendwie ein Super Saiyan Gott oder ein Super Saiyan Blut zu werden, von diesem Sinne her, ja. Gut, aber spielt keine Rolle. Spuck, Spuck. Ich suche, aber finde es relativ wenig. Wo war denn das Gebiet? Muss doch hier gewesen sein, wa? Hier oben ist das neue Gebiet, ja. Ist doch da noch in Bergen. Da ist man jetzt doch. Vielleicht gerade wegen dem Areal halt für Goku. In diesem Triceratops vom Tropiker müssen ja noch Berge gewesen sein. In den tropischen Inseln hier kann man halt sehr viel besser die ganzen Fische farmen für Meister Quitte. Nur geh mal hier hin, wa? Mal gucken, wo zum Henker ist hier der Dragon Ball? Da ist, wie geht das 50er Tor, wenn ich mich richtig erinnere? Da ist Gokus Barriere, ja. Dann gibt es gar keine 50er Barriere, von dem her dürfen wir eigentlich schon durchkommen. Dann noch ein Speicherpunkt zum Wechseln des Charakters. Sie muss wohl im unbekannten Gebiet liegen, war der Dragon Ball. Okidoki, speichern und let's go! Blaue Schlangen? Blaue Schlangen, die viel stärker sind als die alten Mann. Super Saiyan, das war der Zeitpunkt. Wow, das war knapp. Welcher beinahe unterbrochen worden war. Wo gibt's denn sowas? So, schnell weg hier. Warteschweine ist mir egal. Oder Wildschweine, was auch immer es sein sollen. Das kann mir garantiert Obelix besser erklären. Dankeschön. Nein, das Gebiet schnell durch. Aua. In die Fresse. Au. Mann. Man zwar kaum noch Damage, oder weil ich so viel Ausdauer habe, aber Alter, so, dankeschön. Ich geh mal, tschüss, au, tschüss. Tschüssikowski. So, da sind wir ja. Yeah! Nochmal kurz gucken. Au. Das Gebiet mit Vegeta, das echt sein 50er Tor. Moment, da. Autsch. Kein Autsch. Jo. Also Vegeta, wie sieht's aus? War das jetzt am 50er von dir? Noch falsch, war das war ein zweiter.
Jo, 50er, okay. Au, wir müssen eigentlich das Kamehameha einsetzen. Das Kamehameha und das H. Mann, ey, das müssen wir zuerst treffen. Das ist doch verrückt, Mann. Lasst mich doch in Ruhe, Mann, ihr dämlichen Söldner. Habt ihr keine Chance. Nein, Mann, keine Schnitte. Gegen die Oberknitte. Was? Autsch. Dankeschön. Au. In die Fresse, ey. Ah. Nix gewesen mit den Spesen. Kamehameha! Bums. Kamehameha und Bums. So können wir alle miteinander treffen. Einer fehlt noch, er soll herkommen. Kamehameha! Wieder Super Saiyajin und dagegen Hidama? Ich weiß nicht. Die Geisterbombe, Mann. Die Geisterbombe. Macht so Goku auf dem Land auf Ghostbuster, oder? Und lässt sie alle auf einen Schlag frei. Nein, schon 40, scheiße. Das gibt's nicht, Mann. Naja, man kann trotzdem noch trainieren. Genki Dama. Ja. Total verwirrt. Was war das? Interessant. Genki Dama hat ja also auch noch so einen Effekt, wa? Triceratops. Ja, komm näher. Das Ding ist halt immer da durch die Tür hindurch anzugreifen. Also das ist schon durch die Wand hindurch. Das ist ein bisschen doof. Naja, okay, dann haben wir Plan machen auf Stufe 39, aber dann 40. Daneben. Au. Dankeschön. Hallo, komm her, hier bin ich. Und nein. Nemesis, na komm schon. Alter, bist du langsam mal oder was? Geht doch. Super. Yo. Was geht? Ein bisschen näher, okay. Au. Klingt ungeheuerlich. Hier ist definitiv besser. Ja, ja, komm schon. Come on, nein. Ja, ein bisschen zu spät. Yeah, yeah. 39. Ja gut, natürlich schon etwas für sich zu trainieren. Und ich meine, 5, 6 Mal flach machen, nicht das Level up, aber man es halt wirklich hier irgendwie verschwenden. Weil man an tropischen Inseln könnte hinaus, ja gut, vielleicht nicht ganz so gut trainieren, obwohl halt natürlich auch viel mehr Gegner dort, wenn es weniger Erfahrungspunkte gibt. Man könnte dann halt nach weiteren Dragon Ball suchen. Man hat hier immer zu trainieren, bis man mal durchkommt und dann endlich einen Dragon Ball suchen. Das kann's ja auch nicht sein, Mann. Komm doch endlich her, du Arsch. Jo, nee, da haben wir uns lang, Leute. Das ist also. Gut, ja, also nachher sagen wir. Wenn es ums Training geht von 40 auf 50, dann werde ich hellauf froh sein, wenn ich hier irgendwie trainieren kann. Naja. Gucken mal, wa? Jetzt erstmal ab in den Norden, nö, ab in den Süden. Die Tropic Islands. Yo, Mann, was geht ab? Der Dragon Ball. Wo ist der denn? Ah, das ist bereits hier, okay. Jo. So gut ist das Areal gar nicht. Und ja, es geht doch Super Power. Super Saiyajin Gelb übrigens, ja. Ja, ist ja gut. Ohne neuer Fisch. Zu Tisch. Es gibt Fisch.
Und der riecht ein bisschen mischt. Was? Ja, jedenfalls, Fischfarm ist hier wesentlich einfacher als überall sonst auf der Welt. Komm her, du Alligator-Fritze, das haben bereits alle. Jo. La la la. La 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 la. Nur hat der Alligator, das ist ein Krokodil, ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alligator und einem Krokodil? Ich wusste es mal, es gibt sicher irgendwie einen offensichtlichen Unterschied, aber wenn mir gerade nochmal einfällt, so spontan, nö. Vermutlich ist jeder Alligator ein Krokodil, ja, mit jedes Krokodil ist ein Alligator, war in der Hinsicht etwas, kann man durchaus vorstellen. So, die Säbelzahntiger. Moment, ich will es ein bisschen anders machen hier. Den Zeugwaffen, ich brauche immer die ganzen Kina für meine Genki! Genki! Dama! Alter, okay, haut rein. Seltsam, der Schwörung können ja den gar nicht getroffen. Und trotzdem war er irgendwie betäubt. Ein Pterodactylus und wieder mal ein Alligator. Nicht nur ein normales Krokodil. Das ist kein Ali, ne, ist nur ein Krokodil. Und der Dragon Ball und der Super Saiyajin, und wir sind einfach nur geil drauf. Yeah, man, yeah. Apropos Super Saiyajin, ich verstehe nicht ganz, wieso die Entwickler das hier anders gemacht haben, von wegen, dass Son Goku und Gohan waren ja im Anime da nach dem Training im Raum von gleichen Zeit waren sie permanent Super Saiyajins, war? Wieso jetzt eigentlich hier nicht? Ich meine, der Kieferbrauch, aber den kann man problemlos deaktivieren per Skript und so. Und das sieht man nachher dann im finalen Kampf noch gegen Cell und ja. Sonst irgendwelche Parameter kann man immer wieder anpassen. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, wieso man da sich dagegen entschieden hat, aber okay. Was auch witzig ist, wir haben ja dann im Kampf gegen Cell noch gesehen, dass jetzt Trunks und Vegeta in diesem lahmarschig-Modus sind. War da eigentlich eher im Ultra Saiyajin-Modus. Sprich viel mehr Power, aber halt langsamer als früher. Und obwohl sie jetzt gemäß dem Spiel jetzt hier eigentlich intern, es gab noch gar keinen Hinweis bezüglich, dass sie nochmal trainiert hätten. Aber schon jetzt sind sie wieder schneller. Dafür zwar wieder schwächer, aber auch wieder schneller. Und sie sind jetzt erstaunt von denen, ja, wir haben es kapiert, und nur noch die normale Super Saiyajin Form nutzen. Nö, irgendwie nichts in der Hinsicht. Crazy, war. Wir haben bald das nötige Level up. Für das Tor. Die Barriere. Pterodactylus. Verschwind doch mal. Aua, immer in die Fresse. Ich hasse euch. Eure neue Brut. So, na, wie sieht's aus? Zack, Bums, Bams, Bums, Bams, Beams und 40! Yeah, man, geschafft! Zurückverwandeln und weg hier! Nochmal zurück in den anderen Berg, nochmal ganz kurz da durchschlängeln. Was ich jetzt echt ein bisschen doof finde hier im Spiel ist noch, dass du nicht bereits entscheiden kannst, wo du landen willst. Du musst immer am Anfang landen eines Gebiets, was ja, einfach unpraktisch ist. Vor allem damit mit den goldenen Kapseln, jetzt kannst du eigentlich überall wählen, wo du landen willst. Nimmst du auf die Karte und sagst, jo, okay, da will ich landen, Pams. Gut, natürlich, wenn du im Baum landest, ist ein bisschen doof, aber das können wir sicher irgendwie abfangen. Naja. Sind trotzdem nur Kleinigkeiten, von dem her. Kein Problem, Mann, jetzt haben wir andere Probleme. Weil Problem ist übertrieben, andere Sorgen wohl eher. Und zwar, dass mir die Zeit verloren geht. Denn wir sind bald bei 15 Minuten angelangt. Schnell durch. Natürlich nicht.
Au, ich will nur durch, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Nee, mach nur weiter mit eurer Party. Au. Immer auf die Menschen. Saiyajins. Rassismus pur. So, dann mal gucken, wa? Da kriegen wir relativ schnell schon weg. Bams. Aua. Zack. Wie viel brauche ich jetzt für euch, wa? Ja, wir können doch relativ gut trainieren, Leute. Das werden wir dann vermutlich auch so machen später, dass dann, also entweder hier oder bei den tropischen Inseln oder halt im Norden sogar noch, dass ich dann so trainieren werde, um eben alle Charaktere Level 50 zu bringen. Ja, die geht's am schnellsten, wa? Ja, muss noch genau untersuchen. Ah, jetzt sehe ich ihn plötzlich. Ja klar, vorhin nicht gesehen, jetzt plötzlich sehe ich ihn. Mhm. Ist logisch. Okay, er ist ganz unten. Au! Lalala. Waren noch mal viele Schläge, oder? Kein Problem, ich krieg sie alle down. Oder sie mich, je nachdem. Super! Jo! Aber bei Goku wäre es ja eigentlich eher Full Power Super Saiyajin, wa? Und noch kurz safen. Auch das muss sein. So, was bist denn du für einer? Wo geht's denn da entlang? Oh, ein großer, geil! Ist klar, ein blauer Tyrannosaurus Rex. Ja, nee, ist klar. Gut, theoretisch wäre es ja möglich, dass die Dinos früher blau waren. Meine Wissenschaftler gehen zwar immer wieder so von grün-bräunlichen Farbtönen aus, oder? Aber, ja, wieso nicht, wa? Blauer Tyrannosaurus Rex. Why not? Wenn es ein Super Saiyajin schafft, blau zu werden und schlumpft das schon seit Äonen von Jahren, kann wieso nicht auch ein Tyrannosaurus Rex? Ach ja, der blauhaarige Super Saiyajin. Bin schon mal sehr gespannt, wenn das auch noch bei Dragon Ball Super übernommen wird. Sprich vor allem mit der Resurrection F Saga, mit der Jumper Saga und mit der Universum 6 Saga, wo das Ganze klingt schon ein bisschen so, als würde es in Richtung Dragon Ball Multiverse gehen, wa? Ist ja nur Fanarbeit, aber ich habe das Gefühl, es wird ziemlich viel davon noch irgendwie in anderer Form übernommen irgendwie. Naja. Das sind andere Themen. Obwohl ich trotzdem zugeben muss, bisher gefällt mir das Dragon Ball Multiverse besser als Dragon Ball Super. Was aber vor allem daran liegt, dass es da gar keinen Super Saiyajin God gibt. Ja, ich muss sagen, ich habe immer so meine leichten Probleme damit mit dem Super Saiyajin God. Also nicht mit der Transformation selbst und so, dass man 6 Saiyajins dazu benötigt. Nee, da habe ich überhaupt kein Problem. Mich nervt eher, dass wenn man einmal die Form erreicht hat, kann der Körper sich daran gewöhnen und zack. Und dass man irgendwie groß trainieren muss, die Super Saiyajin God fertig, bums. Also mal so ein geschenktes Level Up hast du ja noch nie gesehen. War einfach mal so, bums, 6 Saiyajins, jeder von ihnen kann Gott werden, geil. Ist doch Hammer. Die hätten sich können echt noch Gohan, Goten, Trunks und Pan theoretisch auch können alle noch zu Super Saiyajin Götter werden. Von dem her, naja, sind wir alles noch, wa? Ich meine, Gohan hätte sowieso keinen Bock drauf, der ist lieber Wissenschaftler. Goten und Trunks sind wohl noch zu jung und wenn es dann im Alter mal oder Teenagers so mal Bock drauf hätten, dann, oder beziehungsweise mal könnten, dann wenn sie wieder sagen, nee, wir haben gar keinen Bock mehr drauf. Wir chillen lieber. Und natürlich noch die ganz beste Erklärung wäre, nö, nur einrassige Saiyajins können zu Super Saiyajin Götter werden. Das wären wir noch die Krähen der Creme. Natürlich zur Verwandlung können auch normale Saiyajins oder Hybriden beitragen, ne, ist klar. Naja. Das sind ja alles bisher nur Theorien. Dann haben wir nochmal so einen blauen, ja, gleichen Wert wie es aussieht.
Verrückt. Wow, bist du wahnsinnig in der Birne? Was fällt dir eigentlich ein? Vor allem interessant ist, dass die alle die gleichen Namen haben. Lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock auf dich. Okay, mal runter. Für den Dragon Ball in nördlichen Bergen. Sehr gut. Au. Lass mich doch in Ruhe, ich tue doch gar nichts. Wir sind ja alle so gemein zu mir. So. Jetzt noch ein paar Triceratops. Ich bin verrückt, dass diese Triceratops mehr Erfahrungspunkte geben als der große Tyrannosaurus Rex. Okay, ist ein bisschen blau, vielleicht liegt es daran. Blau, 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 wie der Enzian. Oder auch die großen, also irgendwie die kleinen Viecher geben mehr als die großen. Verrückt aber wahr. Was ist denn das? Ein cooles Blumenmuster in der Mitte, aber sonst nichts. Faszinierend. Ja, komm schon, du musst drauf gehen. Dankeschön. So, jetzt noch ein bisschen runter hier. Da ist noch einer, glaubt aber nicht, hey. Natürlich alles voll von Garlic Juniors. Böser Super, wa? Kann man einfach schon sagen. Wow! Mit den 3 Sternen, wir haben es geschafft, Leute. Der nächste Dragon Ball. Na, Groß, was machst du? Ich fress dich. Nö, heute nicht. Heute, mein Lieber, tust du das nicht. Nee, im Gegenteil, ich mache jetzt hier mal eine kleine Pause, Leute, beziehungsweise beende den Part. Und, jo, nächste Folge geht es weiter mit unserer coolen Truppe, die, ja, vor allem Goku relativ stark ist. Der Rest muss noch ein bisschen leveln, vor allem Piccolo, Trunks und ich schätze auch mal Gohan werden schon. Oh ja, da brauchen noch viele. Vor allem Gohan braucht noch 17 Level, bis ich da fertig bin. Alter Schwede, also trainieren. Das wird lustig. Jo, in diesem Sinne, nächster Part also, weiter mit der Suche nach Dragon Balls und dann eventuell schon langsam mal der Part mit Cooler, wa? Auch dem muss man platt gemacht werden. Dann machen wir Cooler zum Heater. Ja, den kalten zum warmen, war das war jetzt sehr originell. Aber gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Dragon Ball Z, das Heer von Goku 2. Ciao zusammen.